Genau so. Tierisch verspielte Geschichten. Mit der Miriam Jenny Und dem Michael Schoch. Es ist lang her, da hat weit weg ein Parse gelebt. Auf einer einsamen Insel im Arabischen Meer. Und dort war es sehr, sehr, sehr heiß. Und einsam. Warum frisst der Wal nur kleine Fische? Also, wenn du jetzt auf 50 Grad Nord und 40 Grad West schwimmst... Moment! Da komme ich nicht raus. Also, wenn du jetzt 50 kräftige Schwanzschläge nach Norden, also vor Sonne wegschwimmst und dann links abbiegst und noch 40 Schwanzschläge nach Westen schwimmst, dann findest du mitten im Meer einen Seemann auf einem Fluss. Warum haben die Elefanten so eine lange Nase? Vor langer, langer Zeit hatte der Elefant noch keinen Rüssel. Nur eine kleine, wulstige Nase, gerade so wie ein Stiefel. Er konnte zwar damit wackeln, aber nichts auflesen damit. Aber warum ist die Nase krumm? Aber warum? Ich finde es dumm. Wer hat die Buchstaben erfunden? Taffy hat mit ihren Eltern in einer Höhle gelebt. Und sie erzählt gerne Geschichten, so wie du. Ja, zum Beispiel die Geschichte, die wir vorhin gerade erzählt haben. Warum das Nashorn so eine runzlige Haut hat. Und vom Parse mit seinem schönen Hut, der die Sonnenstrahlen im Meer als orientalischer Pracht spiegelt. Und diese Geschichten heissen eben genau so Geschichten, wo man sie genau so erzählen muss. Ist jetzt schon fertig? Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Und wenn sie nicht wahr ist, so ist sie immer gut erfunden. Wenn's Meer grün schaut, vor den Bullaugen waut, wenn's Schiff immer Wupp macht und wedelt und baut, wenn Koffer umrutschen und das Tante schreit, wenn der Kauner beim Servieren in die Suppe geht, ja dann bist du und hab dich gut fest auf 50 Grad Nord und 40 Grad West.